Danke vielmals für den Worship. Wenn du etwas erleben willst, was du noch nie erlebt hast, musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Das Zitat tut eigentlich das gut umschreiben, das Thema, um das es geht. Mutig leben bedeutet, ich bin bereit, meine Komfortzone zu verlassen. Das kann für jeden etwas anderes natürlich bedeuten, im ganzen praktischen Lebensvollzug. Aber wenn ich möchte im Glauben weiterkommen, im Glauben möchte ich wachsen, auch in diesem neuen Jahr 2022, dann komme ich nicht darum herum, dass ich bereit bin, gewohnte Wege zu verlassen und bereit bin, mich auf Neues einzulassen, was Gott mir zeigt. Was das Neue auch kann sein. Wir haben eine kurze Episode, die das ein bisschen illustrieren kann. Wir haben Silvester verbracht mit der Schwägerin und ihrer Familie. Und Cornelia hat gewusst von einer Frau in der Nachbarschaft, die allein ist. Schwierige Zeit, Trennung, die Kinder werden älter, fliegen aus. Und sie sitzt ganz allein in ihrer Wohnung und ist ein Beziehungsmensch, wie meine Frau auch. Darum hat sie das können nachempfinden und hat sie dann eingeladen zu uns. Einfach in unsere Runde rein, in unseren Abend rein. Und ich habe dann ihr auch erklärt, was wir machen, dass wir auch einen Fackellauf machen, dass wir auch austauschen und auch beten tun. Sie muss sich nicht beteiligen, darf einfach dabei sein, wenn sie will. Und ich glaube, sie hat es einfach genossen. Was will ich mit dem sagen? Das WhatsApp hat nicht gelangt. Cornelia hat zuerst das WhatsApp geschrieben, dann hat sie gesagt, nein, ist schon gut. Und dann hat sie den Hörer in die Hand genommen und telefoniert. Und dann hat sie gesagt, also Cornelia hat zuerst gesagt, du, wir freuen uns alle, wenn du kommst. Ah, meinst du wirklich? Ah, mal, dann komme ich, gern. Ich habe gekocht. Für das gibt es einen Applaus, eigentlich. Fondue chinoise. Wow, oder? Und mein Schwager hat ein tiefgehendes Gespräch mit ihr, ganz persönlich über den Glauben, was denn eine persönliche Beziehung mit Jesus ausmacht. Und ich glaube, eben für die einen kann schon Komfortzone sein, die zu verlassen, das Haus zu öffnen für Gäste. Gäste willkommen heißen, einen Silvesterabend zu verbringen mit jemand anderem. Für jemand anderen kann es bedeuten, eben anstatt ein Mail oder ein WhatsApp nochmal schicken, halt den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Es sind manchmal so ganz einfache, kleine Sachen, die den Unterschied machen. Es bedeutet einfach, Komfortzone verlassen, bedeutet einfach, ich lasse mich auf etwas Neues ein. Ich gehe eine extra Meile. Ich gebe mir einen Schubs, nochmal einen Antrieb mehr und investiere nochmal etwas. Ich lasse mich auf etwas Neues ein, wo ich nicht weiss, wie es rauskommt. Das bedeutet Komfortzone verlassen. Merkt ihr eins? Wir können alle natürlich uns überlegen, was bedeutet das für mich ganz persönlich? Wo möchte Gott mich aus der Komfortzone rauslocken? Ganz persönlich, individuell. Aber glauben wir eins, wir werden das Projekt so schnell, wie wir es angefangen haben, wieder beenden, wenn wir nicht zusammen das machen. Miteinander. Das heisst, dass wir im Austausch sind miteinander, einander ermutigen, einander anspornen und sagen, ja, bleib dort dran. Ich bete für dich, dass es dir mal gelingen. Dass wir miteinander unterwegs sind. Alleine werden wir gar nicht dazu kommen, dass wir die Komfortzone verlassen. Das bleibt nur beim guten Willen und nachher bei der Frustration, dass ich es nicht geschafft habe. Aber zusammen geht es besser. Und zusammen geht es nicht nur besser, sondern zusammen erlebt man auch Spass, Freude, weil man etwas miteinander teilen kann und miteinander dran ist. Wir kommen ja von der Allianz-Gebetswoche her, jetzt, ich weiss nicht, ob du Teil davon bist, irgendwo mal in einem Gebet bist oder in einem Gottesdienst bist. Aber ich merke eins, die Zusammenarbeit auch über die Gemeinde aus, auch über die Stadt aus, in der Region, die ist mit Mehraufwand verbunden. Das ist manchmal auch für uns Pastoren Komfortzone verlassen. Aber was zurückkommt an Kraft, das ist x-fach grösser, als wenn jeder es alleine machen würde. Mutig leben, Teil 2. Der Tim hat am Anfang des Jahres
schon ein bisschen an sein Herz teilt und in das Thema eingestiegen und auch versucht, die Vision von der Kirchenbild ein bisschen zu schärfen. Und es ist immer gut, anfangs vom Jahr so ein bisschen innezuhalten. Gut, es ist nicht mehr ganz frisch, das neue Jahr, aber es ist gut, als Kirchen auch innezuhalten. Neu zu fokussieren und zu sagen, was hat wirklich Priorität in unserem Leben. 2. Timotheus 2,1. Jesus first. Werde stark im Glauben durch die Kraft, die Jesus Christus dir schenkt. Wenn es darum geht, die Komfortzone zu verlassen, dann können wir das nicht alleine. Natürlich können wir vieles alleine machen, aus eigenem Antrieb heraus. Vielleicht aus unserem Leistungsdenken heraus. Aber es ist und so, dass durch den Heiligen Geist Jesus mich da beschenkt und ich mich beschenken lasse. Ich darf mir das schenken lassen und ich darf mir helfen lassen durch den Glauben, durch die Kraft von Christus. Das A und das O ist meine Beziehung zu Jesus. Aus dem heraus leben wir. Und ist gerade gut, auf Anfang vom 2022 Jesus first zu setzen, ihm Krone zu geben über unserem Leben, über unsere Zukunft. Er kommt zuerst von meinem Tag, er kommt zuerst von meinem Jahr, er kommt zuerst in meinem Leben. Ich habe gerade ein Buch Lesen von Johannes Wirth, wo seine Frau schreibt, wie sie auch mit Geld umgegangen sind. Und auch immer das Erste, was sie gemacht haben, wenn sie Geld bekommen haben, haben sie immer einen Teil, den ersten Teil oder den 10. Teil, immer zuerst investiert in eine Spende ins Reich Gottes. Und nachher die Sachen, den Rest braucht für das Leben. Nicht zuerst braucht und nachher, was noch übrig geblieben ist, das könnte man noch spenden. Sondern immer als erstes. Der erste Teil, so wie die Israeliten das auch gemacht haben, der erste Teil von der Ernte, haben sie Gott abgegeben. Der Rest haben sie nachher dürfen brauchen. Das Zweite, auf das Tom eingegangen ist, Vers 2, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib jetzt an zuverlässige Christen weiter, die fähig sind, auch andere im Glauben zu unterweisen. Wie sagen wir so schön? Gott kennt kein Enkelkind. Niemand wird einfach so Christ. Niemand wird Christ, indem er einfach in die Kirche geht. Genauso wenig wie niemand zum Hamburger wird, wenn er in McDonald's geht. Das ist so ein uralten, aber es ist immer noch gut. Es ist meine persönliche Entscheidung, Jesus mein Leben anzuvertrauen. Der christliche Glaube vermehrt sich nicht über Biologie von Mann und Frau, sondern und da haben wir es, über Gemeinschaft, über Beziehungen. Und es gibt 2 Religionssoziologen, der Jörg Stolz und der Jeremy Senn von der Universität Lausanne, die haben religiöse Studie gemacht über die religiöse Praxis in der Schweiz. Und ihr Fazit ist, der christliche Glaube nimmt ab von Generation zu Generation. Das gilt nicht nur in der Schweiz, das ist in Westeuropa so. Aber nicht, weil die Erwachsenen den Glauben verlieren, sondern der Bruch geschieht dort, bei der Glaubensvermittlung von einer Generation zu der nächsten Generation. Darum legen wir so viel Wert darauf, auf einen guten Generationenwechsel auch in unserer Kirche. Weil dort, wenn dort Brüche passieren, dann kann man das menschlich nicht mehr aufholen. Das passiert. Da gehen Jahre verloren. Darum ist es so wichtig, dass wir gemeinsam, Familie mit der Gemeinde zusammen, sich einsetzen, eins machen, damit wir die nächste Generation gewinnen dürfen. Damit unser Glaube weitergegeben werden kann. Das ist unsere erste Mission überhaupt. Dass die nächste Generation, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, dürfen in den Glauben hineinkommen und dürfen da drinnen wachsen und mündig werden.
Und darum ist es so entscheidend, dass wir auch bereit sind, neue Wege zu gehen. Auch mit einer neuen Generation. Das heisst ja, jede Generation hat so seinen Musikstil, jede Generation hat auch so seine Glaubensformen, wie sie Gottesdienst feiern. Und es ist so wichtig, dass wir bereit sind, auch als Kirchenbild, nicht nur als also Einzelpersonen, sondern auch als Kirchenbild bereit sind, neue Wege zu gehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch Teil bleiben von unserer Community. Hebräer 10, 25 sagt das: Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Das sagt nicht viel aus über das Wie. Wie die Zusammenkünfte aussehen. Es sagt zwei Sachen aus: dass man zusammenkommt, dass man sich trifft, und zweitens regelmäßig. Bis die Verbindlichkeit da ist. Aber es sagt nicht aus, wie die Zusammenkünfte aussehen. Es gibt ganz viele verschiedene Formen in der Bibel. Und es gibt auch ganz verschiedene Formen auf unserem Planeten Erde. Wie Christen, Nachfolger von Jesus, zusammen Gemeinschaft pflegen und unterwegs sind miteinander. Etwas, was sich durchsetzen wird, stark forciert natürlich durch die Pandemie, ist die Hybridkirche. Also mehr Formen Kirchen eigentlich, oder mehr Formen Gottesdienste. Wir haben eigentlich ein Hybridangebot mit dem Allianz-Gottesdienst. Das heisst nichts anderes, als dass also von der Stamme aus, dort war der Hauptgottesdienst, hätten nicht mal alle Leute Platz gehabt, und durch die Pandemie sowieso auch, ist es gut, wenn man sich auch ein bisschen aufteilt. Und dann haben 3 andere Gemeinden in ihren Locations eigentlich sich selber getroffen und haben einfach die Live-Übertragung mit dabei gewesen. Das ist Hybrid. Und so gibt es ganz verschiedene Formen heute schon, und das wird sich etablieren, auch wenn mal die Pandemie vorbei ist. Hybridkirche wird bleiben, wird ein Bestandteil sein vom Reich Gottes. Da gibt es ganz interessante Geschichten, schon jetzt. Eine interessante Geschichte ist, Adventszeit, Tagblatt, Appenzeller Land, Jesus Jünger feiern Advent. Ich denke, das Bild will ich euch zeigen. Da sind ja auch Leute dabei aus unserer Kirche. Da im Jesus House in Herisau. Open House. Open House heisst es. Vielleicht kennen ihr ein paar. Ich habe 2-3 Mal schauen, nachher habe ich es erkannt, wer da dabei ist, auch von uns. 2. Timotheus 2, 3 folgende. Als ein guter Kämpfer im Dienst von Jesus Christus musst du, wie ich, bereit sein, auch für ihn zu leiden. Das ist das, was darum geht, Komfortzone zu verlassen. Paulus sagt an Timotheus, du musst bereit sein, als ein guter Diener von Christus, auch bereit sein, deine Komfortzone zu verlassen, zu leiden. Und er bringt dann da 3 Beispiele: der Soldat, der Sportler und der Bauer. Komfortzone verlassen. Komfortzone habe ich beschrieben mit Kontrolle, Gewohnheit, Sicherheit. Alles ganz gute Schweizer Werte. Oder? Und in der Komfortzone verlasse ich das. Es ist das Bild, das ihr wahrscheinlich kennt, vom Adler, das so passend ist. Der kleine Adler, der geboren wird, ist im Nest. Und seine Mutti ist so ein All-Inklusiv-Buffet. Die kommt regelmäßig ans Nest, bringt das Beste, was es gibt. Irgendwelche Mucker oder Flüge oder Würmer, alles Bio, alles aus der Region für die Region. Und für den Kleinadler ist Mami, ist Mutti einfach die Größte, die Schönste, die Stärkste. Und der Kleinadler sagt, das Leben ist so schön, so cool, so chillig. Ich muss nicht putzen, ich muss nicht einkaufen, ich muss nicht kochen, es wird mir alles gebracht. Meine Mutti ist einfach die Größte. Und eines Tages kommt das Mutti wieder, singend,
I believe you can fly. I believe you can touch the sky. Und der kleine Adler sagt, Mutti, hör auf, singen, das ist peinlich für alle, die das hören. Ich schäme mich ja für dich. Bring mir Food, ich habe Hunger. Und die Mutti sagt, nein, bring kein Food mehr. Du kannst wählen zwischen A und B. Ja, was ist denn A und B? A ist, du kommst selber aus dem Nest, B, ich kick dich raus. Dann sagt sie, C, ich will bleiben. Und draussen ist es. Das macht ja die Adlermutter nicht, weil sie böse ist. Oder weil sie einfach plötzlich die Meinung geändert hat. Sondern weil sie weiss, ihr Junge ist gewachsen und gewachsen. Und jetzt kommt der Moment, wo mein Junge ihre Berufung, ihre Bestimmung hineinkommt. Und dann gibt es halt einen liebevollen Klaps auf den Hintern und schwupps, ist man in der Angstzone rein. Unsicherheit, Kontrollverlust, vielleicht ist das Leid, vielleicht ist das Widerstand, vielleicht ist das Ablehnung, aber es ist Angst. Weißt du nicht, wo du das letzte Mal die Komfortzone verlassen hast in deinem Leben und wo du Unsicherheit gespürt hast? Vielleicht ist das ganze Thema Corona, das ist universell natürlich, aber ganz persönlich in deinem Leben, wo Jesus dich herausgefordert hat. Ich habe das Gefühl gehabt, Jesus hat mich auch so liebevoll ein bisschen rausgekickt in der Allianz-Job, wo ich jetzt drin bin. Ich habe gewusst, also wenn ich nicht gehe, dann wird der Schubser kommen von hinten. Irgendwo. Also liebevoll. Und dann habe ich gedacht, ja, dann sage ich doch lieber ja, oder? Ich gehe freiwillig. Dann kann ich wenigstens noch selber abspringen. Und am Anfang des Jahres habe ich zu Jesus gesagt, könnten wir nicht noch mal das Jahr zurückdrehen, auf den 22. Dezember. Da ist so, dann haben so die Ferien angefangen langsam bei mir, man hat runtergefahren, die Weihnachten ist davor gestanden, wir haben Besuch gehabt, wir haben Gäste gehabt, wir haben gekocht und so weiter, ein bisschen Sport gemacht zwischendurch. Es war so schön gewesen. Weihnachten, Neujahr, es ist einfach so schön gewesen, so chillig gewesen. Kommen wir nicht nochmal zurück. Ich habe ein bisschen Angst, ein bisschen Bammel vor dem neuen Jahr. So ist es mir gegangen. Aber wenn du rausgekickt bist, dann kannst du noch lange raufschauen, du kommst nicht mehr rauf. Das kleine Adlerjunge, das wird es so machen, es geht nicht, es fliegt nicht. Und die Mutter oben neben, Simi, flieg! Und es geht nicht, der Boden kommt immer näher, geht nicht. I can fly, I believe I can fly, I believe I can touch the ground. Ja. Und so geht es dir in der Angstzone hinein. Aber Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber sind getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder Gott gibt uns keinen Geist von der Furcht, sondern einen Geist von der Kraft, von der Liebe und der Besonnenheit. Und dann sind wir in der Lernzone rein. Die Lernzone, da lernen wir neue Sachen. Neue Erfahrungen machen wir. Wir lernen aber auch Selbstvertrauen und Vertrauen in Gott. Und der kleine Adler, oder, schmattert immer noch so da. Es geht nicht, der Boden kommt immer näher. Scheiße, 5, 4, 3, 2, 1 und dann bin ich platt. In dem Moment kommt die Mutter, streckt ihre Flügel aus unter dem Jungen und dreht es auf ins Nest. Und dann lässt sie sich verschnaufen und dann sagt sie wieder A oder B, zack. Holt es wieder, A oder B, zack. A oder B. Und irgendwann wird das Junge sagen, ich komme selber. Und irgendwann wird es kommen und sagen, Mutti, ich habe den ersten Höhenmeter geschafft. Es ist so cool. Da draussen. Lernzone. Ich habe 2 Beispiele, ganz einfache Beispiele. Ich bin heimgefahren, ich habe so ein Päckchen Gutzli bekommen von jemandem, die haben so 1A-Sorten gehört. Gutzli. Es gibt ja verschiedene Sorten, oder? Die dann mit den liebsten teilst, vielleicht am Heiligen Abend, sind die allerbesten. Da gibt es die du schon einfach aufstellst, ab Pfand und nachher. Und dann gibt es noch die du auch kannst verschenken, oder?
Und das ist jetzt auch eins gewesen, so wie es ausgesehen hat, wie es duftet hat. Und ich bin vorbeigefahren und dachte, wo soll ich jetzt die ausladen? Soll ich die heimnehmen oder soll ich im Büro essen? Und dann fahre ich mit dem Coiffeur vorbei und dann kommt die innere Stimme, schenk die ihm. Und ich, Moment mal. Ja gut, okay, dann habe ich das ihm gebracht. Seine Frau war ja gerade da gewesen, hat sich mega gefreut. Das war alles. Lernzone. Lernen auf die Stimme hören. Ich bin am ersten Tag daher gekommen ins Büro, beziehungsweise im Kibun-Park vorbeigefahren und dann hatte ich den Impuls gehabt, ich soll Gipfel kaufen noch für die hier arbeiten, bei uns im Büro. Und dann kommt der Impuls, gang noch zum Carlo, immer gutes Neues wünschen. Und Komfortzone verlassen heisst nicht, dass ich jetzt den Carlo nicht mag und jetzt muss ich unbedingt mit dem Carlo noch reden gehen. Nur, dass wir richtig verstehen. Ich habe auf die Uhr geschaut, das ist 8 Uhr. Also, wenn ich noch zum Carlo gehe und schwätze und Kaffee trinke, wo kommen wir denn da her, oder? Wo kommen wir denn da her, oder? Und nachher kommt die Stimme, ja, also, eine Stunde länger arbeiten oder weniger lang arbeiten am Abend, spielt doch keine Rolle. Also vielleicht Cornelia, aber ist egal. Und dann kommt seine Tochter noch mir entgegen und dann habe ich gewusst, jawohl. Dann sagt sie, ja, mein Papa ist gerade im Büro und so, oder? Und nachher bin ich zu ihm gegangen. Das ist einfach Lernen, auf die Stimme von Gott zu hören. Für was sollen wir lernen fliegen? Wieso müssen wir die Komfortzone verlassen? Der Paulus sagt das da ganz klar, damit durch die rettende Botschaft Menschen ewiges Leben dürfen bekommen. Da heißt, vergiss nie, Jesus Christus, ein Nachkomme von David, wurde durch Gott von den Toten auferweckt. Davon spricht die rettende Botschaft, die ich verkünde. Dafür leide ich. Dafür verlasse ich Komfortzone. Und deswegen hat man mich hier sogar wie ein Verbrecher ins Gefängnis geworfen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt in den Nachrichten an Weihnachten, Oberhelferschwil. Die Tragik, ein Haus hat brennt. Die beiden Teenager können 14 und 15 können, am Feuer entfliehen. Die Eltern sind umgekommen. Von einer Minute oder einer Stunde auf die andere wird man zu Vollweisen. Was für eine Tragik. Und das ist Weihnachten. Die Bibel sagt, der Zustand von uns Menschen ist genau so. Wir sind Vollweisen ohne Jesus, sind wir verloren. Die Menschen gehen nicht verloren, sondern sind verloren. Wir sind verloren ohne Jesus. Wir sind Vollweisen. 9 von 10 kann man sagen, von den Personen in der Schweiz kennen das Evangelium nicht. Nicht in dem Sinn, dass sie wissen, Jesus ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Er hat für mich gezahlt. Ich habe ein ewiges Leben zu gut. Oder sie halten die ganze gute Nachricht für Fake News. Und der Paulus sagt da, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und für immer in Gottes Herrlichkeit sein dürfen. Und da sind wir jetzt in der nächsten Zone, in der Wachstumszone. Wenn wir diese Zone durchgehen, dann wird das unweigerlich dein Leben weitermachen. Das wird die Gemeinde weitermachen. Es wird uns erweitern, geografisch. Aber auch neue Menschen kommen dazu, neue Projekte, neue Aufgaben, neue Kirchen kommen dazu. Und ich möchte mit dem Musical City of Mercy abschließen und dir da einfach auch eine Einladung geben, deine Komfortzone zu verlassen. City of Mercy. Ich weiss, es gibt die einen, die planen darauf, dass es endlich kommt. Für die anderen ist es vielleicht eben eine Überwindung, zu sagen, ja, muss jetzt das auch noch sein und so weiter und so fort. Wir haben erlebt, und das ist der Hintergrund, bei Live on Stage 2014. Ich bin auch einer von denen, der sagt, ja, muss es jetzt noch sein? Müssen wir jetzt da unser Jahresprogramm nach dem ausrichten? Bei Live on Stage habe ich auch meine Zweifel gehabt. Ist es jetzt dran? Ist es nicht dran? Und August hat immer wieder gesagt, es ist auch wichtig,
dass wir etwas noch schaffen, das darüber aus ist. Über all diese guten Sachen, die in der Gemeinde laufen, Jahr aus, Jahr ein. Dass es etwas gibt, das noch grösser ist als das. Das braucht es. Und ich habe es jetzt selber gemerkt, wie es braucht. Wie so ein Projekt Bedeutung von der einzelnen Gemeinde noch bedeutungsvoller machen. Von allem, was wir machen, an guten Angeboten unter einem Jahr. So ein gesamtes Projekt tut wie etwas abdecken und noch bedeutungsvoller machen, weil es es ergänzen tut. Und weil Menschen letztlich auch durch das angesprochen werden, die sonst nicht angesprochen werden. Und darum mache ich euch Mut, Teil zu werden von dem City of Mercy. Je mehr Christen sich identifizieren mit dem Musical, desto grösser wird der Impact sein, desto grösser wird der Einfluss sein und der Unterschied sein, den wir machen in unserer Stadt und Region. Und ein Bild, das mir selber auch Kraft gibt, ist das Bild von Christoph, der bei Live on Stage zum Glauben gekommen ist. Und nachher ein Peter ihn begleitet hat, seine ganze Familie. Ich weiss nicht, jede Woche oder jede zweite Woche auf Wil gefahren ist, dieser Familie beigestanden ist, sie unterrichtet hat. Ja, Flüge beigebracht hat. Und irgendwann ist der Christoph gekommen und gesagt, ich schaffe den ersten Höhenmeter ohne den Peter. Nicht wegen Peter, weil er nicht mag, sondern weil er gemerkt hat, ich bin in eine Mündigkeit hineingekommen. Und ich kann mein Leben gestalten und ich kann mein Leben ausrichten auf Jesus und meine ganze Familie. Und sie sind heute ein Teil von der FEG in Wil. Eine wunderbare Geschichte, die uns Mut machen darf. Und jemand, der uns auch Mut macht, ist der Leo Bigger. Eigentlich so ein bisschen der Urvater von dieser ganzen Musical-Geschichte in der Schweiz. Und ihn möchte ich einspielen lassen jetzt. So, liebe St. Galler, ich bin mega begeistert, dass Sie das Musical aufführen. Weil Musical ist etwas Spektakuläres, weil man kann so einfach Menschen einladen kann, weil es ist visuell, es hat eine Botschaft und ich habe jetzt bewusst die Message aufgenommen in den Bergen. Weil die Idee vom Musical ist, by the way, eben der Berg in der Schweiz entstanden und ich plötzlich gedacht habe, irgendwie muss doch mal Formen geben, um mehr Menschen für Jesus zu erreichen. Und das Musical wird euch mega zusammenbinden mit einer Vision, mit einem Reason, um auch Menschen für Jesus begeistern. Und wir können so viele auch Talente und Menschen fördern in der Kreativität. Und es ist wirklich einfach, mir fällt es auch auf, bei uns in Zürich, es ist so einfach, Leute einzuladen, Musical. Und wenn sie das mal erleben, der Power und Dynamik und das Ambiente, ist dann auch viel einfacher, diese einzuladen in die Church. Also ich wünsche euch Gottes Blessing in der Vorbereitung, allem, was wir tun. Und das wird richtig, I'm really einfach awesome. City of Mercy ist ein Musical auf hohem Niveau, glaube ich. Wir haben die gesehen haben, am Sonntag dabei sind in der Stami Tanz, Theater. Wir haben keinen Theaterausschnitt zeigen, das geht einfach nicht. Aber die sind seit Monaten dran, gute Führung und Tanztheater, Musik. Und am Schluss wird der Reto Kalbrunner eine Einladung machen, einen kurzen Input machen, wo er die Leute einladen tut, ihr Leben für die Realität von Jesus zu öffnen. Es wird nicht eine lange Predigt sein. Er redet von 5 Minuten, wo er das Ganze nochmal bündelt und verknüpft mit dem Musical und eine Einladung macht an die Leute. Und ich möchte jetzt euch den Trailer noch zeigen. Was hast du von mir erwartet? Ein bisschen mehr Verständnis! Verständnis? Wie soll ich Verständnis aufbringen? Meine eigene Tochter. In der Welt umeinander vögeln, verdammt nochmal! Du kannst mich mal! Provozier mich nicht wehren. Gut, dann gang ich halt. Raus! Durch einen heftigen Streit kommt es zum Bruch zwischen Vera und ihrem Vater. Auf der Suche nach Hilfe stößt sie überall auf Ablehnung. Christian! Veras Vater gerät in existenzielle Schwierigkeiten. Und seiner Firma droht der Konkurs. Mein Lebenswerk. Ich verliere mich.
Dann schlägt das Schicksal zu. Veras Vater braucht ihre Hilfe. Sie muss sich entscheiden. Die Evangelische Allianz St. Gallen präsentiert das Musical City of Mercy im März 2022. Es ist eigentlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter, einfach auf eine moderne Art. Und ich möchte jetzt dir einfach kurz einen Augenblick Zeit geben, um zu überlegen, wer möchtest du einladen? Wer hat Gott vorbereitet? Lass dir die Personen schenken. Und du kannst auch in einer zweiten Frage Jesus fragen, was soll ich bis dahin mit dieser Person noch unternehmen? Es kann eine Person sein, es kann mehrere Personen sein. Mal zum Mittagessen, sie einladen zu einem Kaffee, was auch immer. Was ist dran in dieser Beziehung bis zu dem Musical? Und wenn du das hast, du kannst es auch auf den Sonntagszettel schreiben. Die Fragen sind auch dort drauf. Und ich mache dir auch Mut, das nachher zu teilen. Dort, wo du in der Kleingruppe bist, dass ihr auch miteinander für die Leute vielleicht sogar auch hören könnt austauschen, aber auch die Leute können segnen und miteinander so unterwegs sind und die Menschen im Gebet vorbereiten, wo wir möchten mitnehmen, das Musical.